Servus die Madeln, grüß euch die Burm. Ich bin die Feldwolzen und ich begrüße euch zu einem neuen Video von Division 2. In dem Video zeige ich euch ein Raid-Bild für Neulinge, weil mir viel gefragt haben, ja, ich möchte den Raid mitlaufen, was brauche ich denn da dafür? Und das zeige ich euch da, dass man es nachbauen kann. Das ist ein Bild maximaler Damage. Das einzige, was nur stärker ist wie das Bild, ist ein Striker-Bild. Aber das ist für ein Raid nicht so geeignet. Warum und wieso, seht ihr dann später im Video. Ja, dann fangen wir mal an mit dem Schießstand. Den habe ich eingestellt auf sehr schwer. Im Raid geht es darum, dass man die Ads schnellstmöglich zu Boden bringt. Ja? Und mit dem Bild, ich spiele das jetzt da mit einer Karabiner 7. Wenn man sieht, die pflastert zwar weg wie nichts. Natürlich braucht man da auch ein bisschen Übung. Ist variabel, wenn man die Karabiner nicht hat. Man kann das mit der FAMAS spielen, man kann es mit der Eagle Barrier spielen, also Adlerträger kommt dazu. Ja. Wobei ich jetzt halt mit der Karabiner gespielt habe, weil ich ja, leider nichts anderes nicht gehabt habe. Die Eagle Barrier habe ich noch, aber die ist zu langsam. Spielen tut man jede Waffe, die man mit dem Raid nimmt, mit flinke Hände, weil es einfach um Schnelligkeit geht, dass die so schnell wie möglich am Boden sind, damit die wohl anderen Aufgaben erledigen, freies Feld haben sozusagen. Ja. Man sieht eh, mit 8 Sekunden habe ich angefangen, jetzt bin ich bei 37 Sekunden und es geht noch schneller, man braucht halt Übung und ja, mein Zielwasser ist halt irgendwo verschütt gegangen. Ja. 6,40, ja, passt auch noch. Es geht aber auf 5 Sekunden ein. Ja, dann alle platt sozusagen. Ja, das einmal dazu. Und darum ist der Striker nicht wirklich so gut im Raid, weil man immer die Stacks aufbauen muss. Ja. So, jetzt stellen wir da mal um auf unverwundbar, Elite vielleicht. Und dann auf 10 Meter, das ist ungefähr so die Distanz, wenn man überspielt im Raid von den Ads, sollte man zumindest. Weil man sieht, das Ding, das kommt gar nicht auf Fürs. Der Balken, der gelbe, den haut weg wie nix. Ja. Man sieht 5 Millionen. Also der Schaden, ich kann es euch gar nicht genau sagen, wie viel Schaden das man jetzt da macht, aber wegblasen tut es wird sau. Und das ist eben sehr, sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, das Video ist jetzt für Neulinge, die einen Raid noch nie gespielt haben, die sollen sich das anschauen. Für die Veteranen oder Anfänger, da verzeiht es nicht wirklich was Neues. Ja, ich kann euch jetzt das nochmal sagen mit der Eagle Barrier. Die habe ich noch. Und ja, da sieht man dann ganz genau, dass die tatsächlich gar nicht so der Burner ist, weil einfach ja zu langsam tatsächlich. Na, schauen wir mal, dann wir sie mal rein in die Gaude. Das war jetzt die, wo man in dunkle Stunden kriegt, also beim Flugzeugträger. Und ja, wenn man da jetzt ein Hieb pflastert, die macht schon gut Schaden, allerdings zittert die und verzirkt recht. Es ist gar nicht so einfach, dass man da immer am Punkt bleibt. Für einen, der wo geübt ist, vielleicht okay. Aber da brauche ich da schon 9,8 Sekunden beim ersten Versuch. Ne? Also die ist einfach nachladen etc. langsam. Meiner Meinung nach, weil, ja, senkt es vielleicht anders da. ISO Karabiner 7 oder FAMAS mit flinke Ende. FAMAS war definitiv die beste Wahl. Macht mehr Schaden und ist auch verdammt schnell. Ja, zu Demonstrationszwecken können wir das Ganze mit der FAMAS dann auch noch probieren. Die habe ich allerdings nicht mit flinke Hände.
die habe ich gerade mit strapaziert. Aber man sieht gleich, die hat einen höheren Grundschaden. Und ja, das ist ja, wäre eigentlich die beste Option für einen Raid. Ja. Weil die bläst die schon anders weg. Wie gesagt, das ist jetzt halt Expertisen-Level auch noch nicht so weit oben. Die Waffe auf Expertisen-Level 15 und flinke Hände. Und dann geht es. Und das geht also schon relativ schnell. Und zügig gehen wir von Haus aus schon mal auf 5,9 Sekunden. Mit der Karabine bin ich nicht unter 6 Sekunden gekommen. Und ja, beim Raid zählt halt tatsächlich jede Sekunde, die wo man den Ad schneller wegblasen kann. Ja. So, lange Rede, kurzer Sinn, oder gar keinen Sinn, Unsinn. Schauen wir uns mal das Bild an. Das ist eins, oder das ist das stärkste Bild, das man so zusammenbauen kann für einen Raid. Dann haben wir da drinnen Spezialisierung Überlebensexperte, der Armbrustbogen oder die Armbrust, die ist sinnvoll, weil man die beim Razorback braucht in dunkle Stunden. Ob man dann zum Einsatz kommt für das, naja, das stellt sich mal aus, je nachdem wie man sie anstellt. Ich habe jetzt die Karabine 7 drin, da ist alles auf Schaden durch kritische Treffer, jeder Mod Schaden durch kritische Treffer, kurzer Griff, vorne, hinten, Mitte, überall und ein großes Magazin, dass man 10 Patronen mehr hat. Ja. Gerollt auf Schaden durch kritische Treffer, Lebensenergieschaden, ja. Da habe ich dann drin die Zweitwaffe, die M1A Classic. Ja, das ist für die wo ein wenig weiter wegstehen. Wenn man den nicht gescheit erwischt, dann probiert man es mit der. Funktioniert auch ganz gut. Pistolen ist vollkommen wurscht. Also die Pistole kannst du nicht, ob du lustig bist. Ich habe die K45 dran. Geht aber auch jede beliebige andere D50 oder irgend sowas. So nah sollten sie nach Möglichkeit nicht zukommen, weil die sowieso wegblasen, weil mit dem Bild, wenn er neben dir Kaugummi kaut, dann zieht es die Schuhe aus. Also, wie gesagt, das ist nicht so stabil, also alles auf Distanz und in Deckung bleiben und pflastern, was das Zeug hält. So, dann haben wir drin die Coyote. Ja, Coyote ist eins der besten Exotik, finde ich. Skaliert den Schaden durch kritische Treffer nach oben. Bei Gegnern, die wo zwischen 0 und 15 Meter wegstehen, haben wir 25% Schaden durch kritische Treffer mehr. Ja. Wenn es nur weiter wegstehen, hat man 10% Schaden durch kritische Treffer und dann erhöht sich die Chance auf kritische Treffer auch um 10%. Nur weiter weg hat man eine höhere Chance auf kritische Treffer, aber so weit ins Wegstehen brauchen wir es auch nicht. Dann haben wir noch den Guerilla-Rucksack von Cesca und ja, da haben wir drauf Wachsamkeit, 25% mehr Waffenschaden, wenn man nicht getroffen wird. Wenn man getroffen wird, 4 Sekunden lang Pause und dann hat man wieder 25% Waffenschaden. Ja, dann sitzt man in der Deckung, nach Möglichkeit sollte keiner treffen, weil dann bläst sie sowieso weg. Also immer schön aus der Deckung pflastern. Dann haben wir drin eine Weste, die Gruppo Sombra Weste. Schaden durch kritische Treffer, Chance auf kritische Treffer, Chance auf kritische Treffer Mod, Wahnsinn. Vernichtend, ja, habe ich drauf. Geht noch besser mit der Glaskanone, aber mit der Glaskanone ist der einkommende Schaden um so viel größer und da braucht Gott der Wind gehen, dann liegt es schon. Und das taugt mir so gar nicht. Ich habe den einen da, ist geringfügig schlechter, mit Glaskanone war es noch besser. Dann haben wir improvisierte Handschuhe, einen zusätzlichen Mod haben wir deswegen. Dann improvisierte Holster, auch zusätzlicher Mod. Durch das kommt man halt mit den Werten sehr steil nach oben. Letztendlich hat man dann 60% kritische Trefferchance und ist irgendwo über 200 mit kritischer Trefferschaden. Bei mir ist noch nicht ganz ausgerollt, weil da ist mir das Material ausgegangen. Und dann haben wir noch Gepäck des Fuchses. Ja, ganz leicht zum Fahren, Schaden gegen umgelegte Ziele nochmal, 8% mehr.
wieder Schaden durch kritische Treffer Mod und dann funktioniert das ganze Ding. Also ist schon recht lustig mit dem zum Spielen, wie gesagt, in der Deckung bleiben, ja, ist ganz stark vom Vorteil. Dann, was ganz wichtig ist, den Wiederbeleber drin haben, dass wenn die einer umbläst, wenn er wieder auf Fürst stellt, habe ich ganz oft gebraucht, bis ich es probiert habe. Und dann noch die Heilerdrohne, die wo einen dann auch noch ein bisschen am Leben erhält. Bei mir, ich habe keine richtige Mod gehabt, mein dritter Char, ich habe keine gekriegt und ja, bis heute noch nicht dazu gekommen, dass ich die Dinger mal farm. Aber es sollte halt auch alles auf Heilung ausgelegt sein, ja, wenn man es hat. Ist aber tatsächlich gar nicht so wichtig. Hauptsache man bringt die Teile, Set-Teile so zusammen, wie sie jetzt da sind. Und ja, die Werte schaue ich dann nochmal ganz genau nach. Die tun wir dann auch noch dazu. Das kommt dann im Abspann, da lasse ich die Werte dann runterlaufen. Also in dem Sinne, frohes Nachbauen. Ich hoffe, es habt Spaß dran und lauft dann das erste Mal ein Raid. In dem Sinne, ich bin die Fadewalzen und sage Servus, pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Schaut euch einen Abspann an, da kommen die Werte. Der Hof, der Hof, der Hof ist am Brennen. Der Hof, der Hof, der Hof ist am Brennen. Der Hof, der Hof, der Hof ist am Brennen. Wir brauchen halt keine Feuerwehr, Hauptsache ist, das brennt. Brenn, all die Hitten, brenn! Ich bin der Martel und ich muss euch was erzählen. Das Finanzamt tut mich finden und die Bank gibt mir kein Geld. Beim Kartenspielen läuft's halt auch nicht so wie ich das will. Und für 5 Minuten Gefühl verlangen Schneuen halt sauber 2. Und dafür soll ich buckeln, das ist mir sauber zwart. Irgendwie muss doch das anders gehen, ich brauch die schnelle Mark. Ich zünd mir eine Zigaretten an, signier so vor mich hin. Und plötzlich wird's mir klar, ja genau, so haut ich's die. Der Hof, der Hof, der Hof ist am Brennen. Der Hof, der Hof, der Hof ist am Brennen. Der Hof, der Hof, der Hof ist am Brennen. Wir brauchen halt keine Feuerwehr, Hauptsache ist, das brennt. Brenn, all die Hitten, brenn! Yo. Aber blöde Fragen haben's noch gestellt, doch dann haben's überwiesen. Die Versicherung wollte beschissen, während sie haben mir nichts bewiesen. Jetzt sitzt sie auf meinem Hof an der Copacabana, so viel Geld wie ich hab von denen Lappen keiner. Ich kauf mir einen Reviver, hab jeden Tag einen Rausch. Ich spiel den größten Maxi, die Amigos flippen aus. Sie besorgen mich mit Fackeln und Hammermords drum Bord. Maschine steht wohl in